Nach Ulla. Juts Nächtle. Und schlaf gut. Nach Fritz, du auch. Hoffentlich han ich nicht wieder so schlimme Albträume wie letzte Woche. Das war ja furchtbar. Nee, bloß nicht. Ich will nicht schon wieder im Gästezimmer schlafen müssen, wenn du schon wieder Gespenster süß. Du bist doch der Oberbürgermeister von Kölle. Du kannst ruhig was Schönes träumen. Diese Hektik im Laden. Arbeit ist für mich einfach alles. Aber um alles kann ich mich ja hier nicht kümmern, wo wir gerade Fußball-Weltmeister geworden sind. Schenk, hör endlich auf, von der Wunder von Bern zu träumen. In Köln geht es lieber bigger. Außerdem ist das alte Halbjahr her. Ja, wer nicht genesen kann, der ist auch nicht zu genesen. Wenn du schon nichts mähst, dann mach es wenigstens richtig. In 2 Jahren soll das neue Opernhaus eingeweiht werden. Und wir sind mit der Planung erst im Verzug. Nicht wahr, Chef? So ist es doch. Konrad, lass es gut sein. Und lass endlich den Schenk in Ruhe. Es macht doch einfach keinen Sinn, einen langsamen Mitarbeiter ständig zur Schnecke zu machen. Na, Konrad, klappt auch alles. Chef, es gibt Minuten. Damit die Arbeit mit dem Konrad richtig Spaß. Ja. Das ist mir einfach neu. Ja, 5 Minuten für 4 Abend. Du Arschloch! Konrad! Oh, pardon. Aber wir haben einfach nicht genug Fachpersonal. Ich weiß, wenn wir nicht bald einen vernünftigen Mitarbeiter bekommen, haben wir ein schweres Problem. Ich han unser Stellenangebot für Hückart zum 3. Mal abgegeben. Es muss doch noch eine geben, der stolz drauf ist, für der berühmte Architekt Rupp Hahn zu arbeiten. Ja, ist ja schon gut. Aber wir können ja nicht jeden nehmen, ne? Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht. Wer hätt dann im Leben das Glück, als Baumeister sich zu bewähren? Wir machen uns Meisterstück, Öhm Wagner und Verdi zu Ehren. Nichts anderes haben wir im Sinn. Wir planen und bauen das Opernhaus und nur das hat mir im Sinn. Ich weiß, was wir damit riskiert haben, so jetzt meldet man auch nicht jeden Tag. sind wir gespannt, wie es weht, Und mitten auf dem Offenbachplatz, da wieder mit dann der Bau hingesagt. Uns Köln kriegt den Oberlos wieder langsam dick. Und wenn nichts wieder zwischen gibt, dann sind wir bald so dick. Im Oberlos für Köln auf für Nähe wir uns krumm. Und wenn das endlich fertig ist, haben wir uns nicht gekommen. Dann freut sich jeder Opernjeck, das kann man doch verstanden. Schenk, mach endlich die Tür auf. Warum eigentlich immer ich? Ja. Und nicht der? Ja. Wir haben tatsächlich einen Bewerber. Darf ich vorstellen, der Herr Klüngel. Klingel, nicht Klüngel. Sagen ich doch. Friedrich Rupp Hahn, Architekt. Anton Klingel, sehr angenehm. Ebenfalls. Frau Schmitz, jetzt ist hier sauber genug. Schluss jetzt. Immer dieser Putzfimmel. Konrad, geh du schon mal vor ins Amt und sag denen, dass wir gleich nachkommen. Inzwischen hat der Schenker auch sicherlich alle Pläne sortiert, die wir da mitnehmen müssen. Chef, Ja. schade, bei dem Klingel, da wäre ich gern dabei gewesen. Ach was, Herr Klingel, nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, gerne, danke schön. Schenk, Gerne. mach mal Platz hier, aber sofort. Komm, Bitte, nehmen Sie Platz. Danke sehr. ein Gläschen gefällig. Och, da sage ich nicht nein, gerne. Hier sind meine Zeugnisse. Ja, gerne. Zeigen Sie doch mal her. Bitte sehr. Danke sehr. Aha. Ja. Donnerwetter. Bei der Sanierung der Pariser Oper waren Sie auch dabei. Ja. Herr Klingel, Sie kommen mir wirklich wie gerufen. Ich brauche nämlich dringend eine neue Statik für das Fundament und vor allem für den Keller. Ja, warum? Ja, wie soll ich sagen? Mittlerweile gibt es von allen Seiten so viele
Sonderwünsche, dass der ganze Kasten viel, viel teurer und komplizierter wird, als ich ursprünglich geplant hatte. Herr Klingel, schauen Sie doch schon mal bitte über diese Entwürfe. Ja, gerne. Ich sehe mal nach, wie weit mein Mitarbeiter ist. Na, Schengen, hast du jetzt endlich alle Pläne zusammen? Ich bin fertig. Ja, Chef. los, dann komm. Wir können ja. Chef. Wollte der wirklich nehmen? Ich meine, ja, warum denn nicht? Also ich habe so komische Gefühl, wie der innehängende Foot rumgriff. Na. Also ich habe die Sorge, dass die Ihnen nachher am Hals raushängt. Genug jetzt! Die Hauptsache ist doch, wir haben endlich einen Statiker! Ja, um Drühe zu setzen ist auch nicht besser, als wie's Bade zu jon, ne? Ach, Schluss jetzt, pack zusammen, wir gehen ins Rathaus. Vielleicht schaffen wir dann doch noch alles bis zur geplanten Einweihungsfeier im Sommer 1957. Was Jod, Ja. ne? Herr Klingel, wir sind da mal kurz weg. Wir sind aber circa in einer Stunde wieder da. Ja. Schauen Sie doch derweil noch über die Entwürfe und bedienen Sie sich ruhig. Und Herr Klingel, für mich sind Sie unser Mann. Aber es wäre wirklich schön, wenn auch Sie sich heute noch entscheiden könnten, bei uns mitarbeiten zu wollen. Und eins sage ich Ihnen, Herr Klingel, Geld spielt hier, bei uns, in Köln, überhaupt keine Rolle. Ah, wie schön. Komm, du Menschenkenner. Hier in Köln, da soll es mir gelingen, endlich ein Zuhause neu zu finden. Bau für meine Seele beschützend eine Höhle, ergebe mich in dieser Illusion, dass einmal nur man hört auf meinen Granova, stupirne dovrete. Rigoletto, caso enorme. Più strana è la cosa, il pazzo possiede, infine un amante che crede. Il uomo in cugino si è trasformato, il figlio beato. Rapidela! Ed detto, mai farlo, Stasera pensi tu al conte, non c'è la prigione, ah no, e ben Sicilia. nemmeno buffone. Allora la testa, con l'anima vera, Che di questa testa, e ben naturale, chi fa di tal testa, accusa e la vale. ha sempre tu spingi, Questo all'estremo, che con i nipoti di noi voglio quelli che sono,
Raus! Bühnenmeister, Wolfgang. Ja, was ist denn? Was ist denn geschlossen? Himmels Willen. Also ich lehne jede Verantwortung ab. Ich habe nicht tausend Mal gesagt, dass die verdammte Züchter saniert werden müssen. Haben manche so kommen. Ganz genau wollte dazu kommen. Die Sizilier wollen gemuscht. Die werden uns ganz oben kaputt. Genau. Den Saal räumen! Ich lasse den Saal räumen! Den ganzen Saal räumen! Die Darsteller sind doch einfach gelaufen. Jung, was bist du bekloppt? Sei froh, dass die Flamme nicht auf das ganze Haus übergeschlagen sind. In Flammen? Wo sind Flammen? 50 Jahre steht der Bau und so Jod wie nix ist hier repariert worden. Seit 10 Jahren droht uns der TÜV mit einem Jod achter nach dem anderen, dass die Bootsheimat wieder muss. Und jetzt? Herr Ob, das ändert doch jetzt auch nichts mehr. Die haben einfach ein schönes Opernhaus verkummeln lassen. Das war ein Denkmal. Der Ruppan dreht sich im Graben rum. Genau, und jetzt haben wir den Dress. Katastrophe! Ich lasse das Haus räumen! Mein Gott, was nervt der Kerl? Ach, da kürt ja endlich der Herr Sicherheitsingenieur. Es geht gerne Brett vom Kopf und meine Tete Welt bedüge. Nulle sind immer erst abgeblasen. Das ganze Haus lasse ich räumen! Der zerschlägt sich bald mit seinem eigenen Schatten. Jung, lur doch uns hin. Es ist keiner mehr da. Und in der Kantine wird das letzte Fass Kölsch angeschlagen. Ja, was ist das dann? Der letzte Kölsch. Der letzte Kölsch, du kennst ja mir Bescheid. Halt, komm mal her! Na, was willst du dann? Halt doch mal eben eine Spritze! Tschüss, das letzte Kölsch! Bitte, du bist hier der Sicherheitsingenieur. Sag, was ist jetzt? Ach, Kinder, Marti Boot, so. Ihr wird lang nicht mehr gespielt. Ein historischer Tag. Die Oper Köln wird ein Jahr vor der Sanierung wegen Baufälligkeit geschlossen. Kein großer Tag für die Kölner Kulturpolitik. Vorsicht! Kein Wunder. Politiker können Jod gebraten Eis verkaufen. Aber auch Jod, 20 Jahre Jod, nichts tun. Traurig, das sind wir, das sind wir. Wir haben all mit dir, weil kein Zauber uns führen will. Halten wir nicht länger still, denn eines Tages, wird Flüchtling, Boot zu ihr Macht, dann schwamm wir geschlossen im Rhein. Das haben wir nicht zu jäh. Wir haben doch vielleicht von dir gelassen, dann darf doch Länder sind so sind. Wir sind doch einmal düster aus, wenn uns Regeln muss, für uns hochstellen wir in jeder Region. Warum sollen wir getrennt und wir, der Hus voll die Kölscher Tradition? Soll uns von einer Wand am Sohn, wer dann sind wir jetzt zu Fuß, das ist an und läuft mit einer auf dem Mund, rennen wir durch. Etwiedens wieder zick, wat uns am besten litt, mit der Stadt der Heuche mache. Dat han mir Russ, wie aus einem Juss, nie halbe Sache. An de Finger drin, da mäht dat für uns hin, da können wir drauf stolz sind. Wer der Klüngel nicht kennt, hättet Leben Glück verpennt. Dat nicht nur in Köln. Mit dem auf die Welt, du jetzt auf der Welt, kann mir nicht kommen. Auf die Welt, Nee, das nicht gewusst, nicht gewusst, liebe Dominus, Dominus, kann einem Leid. nicht gewusst, Dominus. Hinter mir drauf stolz sind, Jeden richtig, ja, sind wir voll bis unser Glas. Denn wir stehen zusammen, ja.
wird uns bestimmt nicht noch einmal passieren. Bis jetzt an mir immer der Finger am Drücker. Haben wir doch. Haben wir doch. Überall. Überall. Finger drin. Finger drin. Haben wir doch. Haben wir doch. Überall. Überall. Finger drin. Finger drin. Haben wir doch. Haben wir doch. Überall. Überall. Finger drin. Finger drin. Klüngel, das mit Sinn. Ist das nicht toll, Peter? Ja. Wir heißen Pech und wir haben Glück. Die Oper ist kaputt. Jo, endlich kaputt und fort. Gut gemacht, super. Sag dem Ober noch einen Rund Champagner. Ja, ja. Herr Ober, wir brauchen noch Champagner. Siehst du das nicht? Man könnte ja glatt meinen, da hätte einer dem Glück ein bisschen neu geholfen. Was, Josh? Ach, sind Sie doch still, Rasch. Mich interessiert nur die Rendite. Und mit dem heruntergefallenen Kronleuchter hab ich nichts zu tun. Aber Schätzchen, du tust immer so bescheiden. Dabei haben wir doch das... Nichts, gar nichts haben ist wir. doch gut. Warum dann abbrechen? Was soll das? Jetzt schlägt jedenfalls endlich und Stunden. Jetzt müssen wir schnell machen. Aber sicher, Liebchen. Ja. Die Rothus-Heinis, die bis jetzt die Alkis von Opernhaus im nächsten Jahr sanieren wollte, die haben wir jetzt im Visier. Ba, ba, ba! Samuel! Hilf! Woher weißt du, dass Samuel heiße? Siehst du, jetzt können wir endlich wieder sagen, dass die Sanierung überhaupt keinen Zweck hat. Damit das dieses Mal klar ist. Von den Erträgen wollen wir alle was abhaben. Ja. Klar, einer für alle. Alles für uns. Hamela, bibela, zibela, bubela, hamela, bibela, zibela, bub. Haben wir doch. Haben wir doch. Überall. Überall. Finger drin. Finger drin. Haben wir doch. Haben wir doch. Überall. Überall. Finger drin. Finger drin. Haben wir doch. Haben wir doch. Überall. Überall. Finger drin. Finger drin. Klüngel, das mit Sinn. Oh Millionen! Frisch und gesund, wie arm und krank. Denkt dran, die Rechnung an der Bank, ne, wie immer. Alles Klüngel, oder was? Wissen Sie denn überhaupt, was Klüngel ist? Sie da unten. Eben. Ist Klüngel vielleicht katholisch? Ein Kölner Protestant beantwortet diese Frage eindeutig mit Ja. Eindeutig katholisch. Zum Beweis schildert er, wie ein Kölner Pfarrer den Kindern das Fürbittgebet erklärt. Kinder, wenn ihr hier in Köln an jemand eine Bitte habt,
Dann geht ihr nicht direkt zu ihm, sondern ihr sucht einen, der jemanden kennt, der einen anderen kennt, der den kennt, an den ihr die Bitte habt. Und auf diesem Weg tragt er die Bitte vor. Und Kölner Klüngel ist die älteste Friedensbewegung, die älteste, glauben Sie mir. Anstelle jeder gegen jeden hat er jeden mit jeden gesetzt. Und Kölner Klüngel ist auch diskret. Er ist das, was die Spatzen nicht von den Dächern pfeifen, denn die wirklich wichtigen Dinge werden nicht in der Öffentlichkeit geklärt. Und Kölner Klüngel ist auch nicht bösartig. Nicht der Klüngel verderbt den Charakter, nein, sondern schlechte Charaktere verderben den Klüngel. Schönen guten Abend. Da haben Sie als Vorsitzender vom Verein, der Freund und Förderer der Kölner Oper, für uns ja wieder ein wunderschön Fest arrangiert. Nicht wahr, Frau Pech? Ach, hoffentlich fällt uns nicht in der Kronleuchte auf den Kopf. Nee, Frau Rasch. Ja, uns Mannsle, ja, hat aber doch geschafft, dass wir hier auf der Bühne feiern können. Ja. Genau, wobei wir aber doch all wissen, dass all die Kerls hier sind wie Autoreife, Opieblase. Ohne Profil und Luther parat eine zur Überrolle. Ne, Liebchen? Ja, gewiss, meine Liebe, gewiss. Ach, ich habe so tolle Erinnerungen an so tolle Aufführungen hier. Ja. Jeden Tag, das muss man sagen, haben die Kerls vor Juden gelebt. Das ist nicht zu ihrem Schade, mehr sind Man sollte sich nicht viel explizieren. Das geht einem an die Niere, anders jeden Versögert's doch mit dem Hühnerkläuschen. Deckung ohne Filgeräusch, Freud mit Statien nur. Stellt sich ein Mann wie eine Schlupfe an, dann hast du den Riss in der Panne. Eine Frau, wenn sie einmal den Mutz anhält, bist du reif für Lazarett. Mensch, aufgepasst, leben wir jetzt jas, denn man wir uns fügen, nummer jeder ohne Mann. Mensch, aufgepasst, beginnt den Spaß, denn die denken Emanzipation, die haben wir schon. Die Kerls, die sind nett, ich soll ja führen. Doch wie sie will zum Mönch, wobei ihr selbst Mensch, aufgepasst, beginnt den Spaß, denn man wir uns fügen, nummer jeder ohne Mann. Der vor
Vorteile aufzubauen. Und uns viel zuzutrauen, dort sind wir uns. Nur Kirche und Kirche und Kinder kriegen. Abends frühe Bettchen liegen ist für uns kein Trost. An den Kopf noch viel mit drauf. Solang ist mein Mul all gestruppt. Die Kerze ja langsam akzeptiert, weil nichts ohne uns kriege. Welcher Opgepass, verliert jetzt was, denn man gibt uns für jeden und man jeder ohne was. Welcher Opgepass, verliert viel Spaß, denn die Ecke Emanzipation, die haben wir schon. Die Kerze ist unternehmlich, soll ihr führen. Doch wie sind wir zum Mönch vorbei, ihr setzt mit ihrem Welcher Opgepass, verliert viel Spaß, denn man gibt uns für jeden und man jeder ohne Mann. Ohne Mann. Herr Ehrenpräsident, meine Damen und Herren, ich bitte Sie um einen großen Applaus für unseren Ehrenpräsidenten, Herrn Professor Anton Klingel. Bravo! Professor, ne? Ehrenhalber. Von der Universität Neapel. Liebe Freunde der Kölner Oper, danke, vielen Dank. Das ist doch wirklich nicht nötig. Ja, ich bin wirklich sehr gerührt. Gerührt, wie Sie sehr wahrscheinlich auch alle selbst, da wir doch heute wohl werden Abschied nehmen müssen von diesem schönen Haus. Wie? Haben die den Neubau schon durchgekriegt? Sagen Sie mal, und wer ist schuld an dem ganzen Schlamassel? Ja, die Politik. Die Politik hat wieder einmal versagt. Und der herabstürzende Kronleuchter, ja, der hat uns doch nur die Augen geöffnet. Ja, richtig. Wir, meine lieben Freunde, wir haben deswegen ein neues Gutachten bei dem bekannten Experten Johannes Schreiberling in Auftrag gegeben, damit noch einmal genauestens geprüft wird, ob sich die Sanierung dieses alten Kastens hier auch wirklich lohnt. Herr Pesch, seien Sie doch bitte so gut und bitten den Herrn Schreiberling mal zu uns. Ja. Bitte? Herr Schreiberling. Herr Schreiberling, was konnten Sie denn nun so gutachterlich feststellen? Ja, Herr Präsident, wenn man sich dieses Haus anschaut, auf den ersten Blick sieht es ganz passabel aus. Nur wenn man es genau untersucht, stellen sich Mängel heraus in Hülle und Fülle. Ja, genau. Dieses Haus ist, kurz gesagt, nicht mehr sanierungswürdig. Genau. Auch wenn Sie die Kosten in Betracht ziehen, wenn Sie die Zeitdauer in Betracht ziehen, es kann aus gutachterlicher Sicht, Herr Präsident, nur ein Neubau empfohlen werden. Ja, bravo, mein Lieber, vielen Dank, danke sehr. Und genau deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau deswegen müssen wir jetzt das Heft in die Hand nehmen. Jawohl. Die Kölner Bürger müssen sich selber helfen. Ja, genau. Und wir als ihre vornehmsten Vertreter, ja, wir sind doch jetzt gefragt. Ja, richtig. Was der Herr Professor sagt, das ist genau richtig. Ja. Die Kölner Bürgerinnen und Bürger müssen jetzt selbst die erste Adresse der Kölner Kultur retten. Und genau deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau deswegen werden jetzt unsere Freunde Lorenz Rasch und Peter Pesch Ihnen einen Vorschlag machen. Liebe Freunde der Kölner Oper. Bravo. Bravo. Jede Krise hat auch ihre Chance. Das wissen wir seit den Römern. Und so hat auch diese traurige Stunde, zu der wir zum letzten Mal an dieser weihevollen Stätte stehen dürfen, ihr Jutes. Wir bauen uns ein Opernhaus von Weltklasse. Genau. Wie in Sydney am Meer oder am Rhein. Wie in New York, wo die Millionen wohnen. Oder wie in Mailand am Busen der Kultur. Ganz genau.
Wir bauen uns eine Opera Hall in Köln-Deutz. In Deutsch! Ja, warum dann auch wieder in Deutsch? Immer in Wir Deutsch. bauen eine neue Oper in Köln-Deutz. Meine Damen und Herren, vergessen Sie nie, Köln ist nicht irgendeine Stadt. Köln ist nicht nur eine weltoffene Stadt. Köln ist eine Weltstadt. Mit einem Weltkulturerbe, unserem Dom. Und dann mit einem zweiten Weltkulturerbe, der Opera Hall in Köln-Deutz. Zwei Weltkulturerbe in Köln. Einzigartig, genial, Weltklasse. Ja. Doch kommen wir jetzt einmal zum Wesentlichen. Dieses einzigartige Vorhaben findet große Zustimmung. Schlagen wir also unsere Gegner aus dem Feld, wo immer sie auch auftauchen mögen. Meine Damen und Herren, zur Feier des heutigen Tages habe ich mir erlaubt, 2 Kollegen des amerikanischen Bankwesens einzuladen. Bitte sehr. Meine Herrschaften, Applaus, Applaus. Und begrüßen Sie mit mir aus Amerika Mr. Lehmann und seinen Bruder Mr. Hilmer Peanuts. Global gibt es viel Freud, mit fremdem Geld zu spekulieren. Egal sind uns die Leute auf dieser Welt, die viel verlieren. So oft gibt es den Grund, dabei für sich den Weg zu ebnen. Man stößt sich dann gesund, so ist das Leben. Beim Best, da rutscht der DAX ganz ohne Chance tief in den Keller. Durch Gier verspekuliert, die Insolvenz rückt immer näher. Es bleibt ein Haufen Schuld, der kostet Zins und Zinseszinsen. Vorbei, der edle Schmaus, Heut gibt es Linsen. Was auch geschieht mit unserer Bank, hat sie kein Geld, ist sie ganz schwer krank. Die Rezession nimmt ihren Lauf, die Politik hängt alles auf, zahlt mit dem Geld der kleinen Leute, so ist das Leben. Was auch geschieht mit unserer Bahn, hat sie kein Geld, ist sie ganz schwer krank. Die Rezession nimmt ihren Lauf, die Politik hängt alles auf, zahlt mit dem Geld der kleinen Leute, so ist das Meine Damen und Herren, wir trinken auf die Zukunft unserer neuen Oper in Deutsch. Halt. Es wäre ganz nett,
wenn ihr als Intendant auch mal was dazu sagen dürft. Sie? Sie folgen doch jetzt dem Ruf an eine ganz neue Wirkungsstätte. Ja. Ruf, wie bitte was denn für einen Ruf? Ach, Herr Mann. Herr Mann, Sie haben doch als Intendant der Kölner Oper Großartiges geleistet. Ja, Großartiges. Ja, und mein Freund Romero, der Ehrenpräsident der Freunde und Förderer der Oper von Neapel, der ist davon sehr begeistert. Und er lädt Sie ein, dass Sie ihm ein bisschen helfen. Neapel. Ich soll nach Neapel. Ja, genau. Und nebenbei garantieren wir Ihnen noch einen lukrativen Beratervertrag bei der dortigen Sparkasse. Ja. Denn schließlich wollen wir Ihnen doch was bieten, Mann. Ja. Das Flugticket ist bereits am Schalter für Sie hinterlegt und es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Und in Neapel, Herr Mann, in Neapel, da sind Sie natürlich auch sicher. Ja, und glauben Sie mir, hier fiel Ihnen bestimmt bald mal ein Kronleuchter auf den Kopf. Ja, auf, Herr Mann. Gute Reise, gute Reise. Und in Neapel garantieren wir Ihnen auch müllfreies Wohnen. Ja. Man ist in Köln schnell Intendant gewesen. Man nennt es generell politisch Wesen. Neapel schickt uns täglich seinen Hausmüll. Dafür leid ich ab heute Operspiel. Ich sag Adio, auf Wiedersehen. Ich bin con brio, schon auf dem Weg. In Köln war es so schön, doch meinen Weg, den werd ich gehen. Man sagt, Neapel muss man sehen und sterben. Das hab ich noch nicht vor, will selbst noch erben. Neapel war auch einst Rossinis Heimat. Vielleicht verherbt sein Geist mir Rat und Tat. Ich sag Adio, auf Wiedersehen. Ich bin con brio, schon auf dem Weg. In Köln war es so schön, doch meinen Weg, den werde ich gehen. Was darf ich den Herrschaften bringen? Alle Kölsch? Ja, und Kölsch, selbstverständlich. Kein Alkohol im Dienst. Nee, im Dienst nicht. 2 Cola. 2 Kölsch, 2 Cola, ist recht. Und für mich ein kleines, trockenes Brötchen. Und ein ganz kleines, trockenes Brötchen, ist recht. Meine Herren, schön, dass Sie gekommen sind, Herr Stadtdirektor, Herr Beigeordneter. Sie kennen unseren Vizepräsidenten, Herrn Herbstacker. Ja, das ist angenehm, ja. Herr Brillig, wenn schon der Präsident des Kölner Männergesangvereins uns einlädt, dann haben Sie doch bestimmt was auf dem Herzen. Also, raus damit. Nur, eins müssen Sie gleich wissen. Geld haben wir keins. Wir müssen sparen, egal was das kostet. Herr Roth, unsere Probleme lösen wir meistens selber. Dafür bemühen wir doch wirklich nicht den Stadtdirektor und seinen Vertrauten.
Nein, im Ernst. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass unsere Baulöwen wieder zuschlagen wollen. Wie bitte? Haben die den Hals etwa immer noch nicht voll? Noch eine Klage der EU-Kommission, wie beim Messeneubau. Und das Stadtsäckel ist leer. Ja. Sehen Sie, Herr Roth, wir haben Sie zu diesem vertraulichen Gespräch gebeten, weil wir um unsere Oper fürchten. Och, Sie meinen wegen der Sache mit dem Kronleuchter? Das wird wieder repariert. Nächste Woche machen wir wieder auf. Da machen wir schon 20 Jahre so. Zum Wohl. Oh, gehen wir schnell. Und was alkoholfreies, bitteschön. Und noch sowas, wenn es unbedingt sein muss. Ja, muss bitte. sein. Und ein gutes Kölsch. Zum Wohle. Zum Wohle. Und ein ganz kleines trockenes Brötchen. Von wegen, das machen wir schon 20 Jahre lang. Also, wenn unsere Informationen stimmen, dann ist mit dem TÜV diesmal nicht zu spaßen. Und die Baulöwen haben schon zum Angriff geblasen. Die rechnen Ihnen vor, dass ein Neubau die Stadt viel billiger käme als die bereits beschlossene Sanierung. Ja, genau. Und am Ende wird das wieder so ein finanzielles Desaster wie bei der Kölnmesse. Der Pechfonds für die Dux Opera Hall wurde gestern von den Baulöwen auf dem Opernball beschlossen. Oh, die Herren zeigen schon ihre Zähne. Ja, und wer singt zähig, der hätte nicht nur für hässlich zu lachen. Aber, Herr Brillich, jetzt ist mal ehrlich. Es geht Ihnen doch wahrscheinlich nur um die Spielstätte für Ihre Cäcilia Wolkenbusch. Ja. Die Stadt braucht ein Opernhaus in ihrer Mitte. Und nicht ein zweites Weltkulturerbe auf der anderen Rheinseite, womit auch schon geworben wird. Zweites Weltkulturerbe? Wer glaubt denn so eine Quatsch? Also ich kann nur eindringlich an Sie appellieren, meine Herren. Handeln Sie. Retten Sie unsere Oper. Unser Oberbürgermeister wird sie decken, das weiß ich. Mehr kann er im Moment nicht tun. Schwarzberger, wenn das so ist, dann ist ja Gefahr im Verzug. Und bei Gefahr im Verzug ist nicht der Stadtrat zuständig. Da sind wir zwei zuständig. Also, meine Herren, Sie haben mich überzeugt. Auf die sofortige Sanierung der Kölner Oper. Auf die Sanierung. Wir! Hand! Genau! 2 Kölsch und die singen schon. Nur sie verlieren, hier kommt sich wieder in unser Blut. Wir haben noch nichts mehr zu verlieren, die Arbeit ist unser täglich Brot. Wir kann keiner, der uns sieht, auf uns Opernhus sind wir saniert. Für Parole jeden Tag neu. Das ist meistens große Kreuz. Erfüllt noch reden wir aktiv. Wir haben viel rote Glied. Wir haben so lange das Spielchen besinnt. Doch alle mir nicht rennt. Erfüllt noch ewig wie wart. Solange der Schlüssel wart. Ganz sicher wissen wir, wie es geht. Was uns Oper mega schmeckt. La 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 la. So, Schwarzberger, und jetzt zeigen wir den Leuten mal, wie schnell, leistungsstark und effektiv die Stadtverwaltung Köln arbeitet. Sie holen mir unsere erste Architektin, die Frau Gelblich, Ihre Assistentin, die Frau Grün, und dann setzen Sie mir die große Baukolonne direkt in Marsch, auch hierher. Sie haben recht, der Spielbetrieb muss so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Ich beeile mich, bis gleich. Ja, machen bis Sie gleich. schnell, Schwarzberger, machen Sie schnell. Fügt euch alles nichtig, jetzt mache mir richtig, nur uns ist so zu traue, ob der Stellherr zu baue. Drum in der Henke speut, dat alles führen geht, dat alles führen geht, dat alles führen geht. Fangt endlich an mit viel Courage.
Selbst ist der Mann und wenn nämlich kann, es kein Blamage. Dann singt die Frau die dran mit viel Elan. Da möchte ich an, Jotje wiss, bei all dem, was ich schät und bei allem, was ich tue. Frau Gelblich, Frau Grün, kommen Sie doch bitte rein. Kommen Sie doch bitte. Kommen Sie. Ah, Frau Gelblich, Spitzenarchitektin der Stadt Köln. Ach, ich freue mich so, Sie hier zu sehen, Frau Gelblich. Ich kenne Sie nur als loyale Mitarbeiterin. Und darum kündet jetzt auch an, denn wir müssen he und Höge ob der Stelle sofort mit der Sanierung vom ganzen Opernhus anfangen. Gott sei Dank hat unser Stadtbaurat alle Notfallpläne in der Tasche. Nicht Schwarzberger. Leistungsverzeichnis liegt vor, Vergabe mit Rechnungsprüfungsamt ist geklärt und für den Rest halten der Herr Roth und ich den Kopf hin. Herr Roth, ob mich könne sich doch immer verlassen. Ich bin schließlich die Enkelin von Friedrich Ruppan, dem Opernhusarchitekten. Das ist gut, hier ist nämlich Gefahr im Verzug. Mein lieber Herr Stadtdirektor, eins will ich Ihnen schon noch sagen. Das Allhe, das ist ganz allein ob ihr Kap und damit riskiere sie ganz schön viel. Das kann Sie und der Schwarzbär in der Stadtverwaltung der Kopf kosten. Ah, Schwarzberger, wie ist unser Motto? Leber mit dem Kopf durch die Wand. Wie Jackefinster. Gut. Nachdem, was ich bisher gesehen habe, müssen wir wirklich ganz unge im Keller anfangen. Etwa auch an die Fundamente? Ja, denn da unge ist uns einiges überhaupt nicht klar. Schwarzberger, wenn das so ist, da müssen wir jetzt mit allem Mann zusammenstehen und direkt anpacken. Und Sie, meine Damen, sind so freundlich und ich mit dem Herrn Schwarzberger los und fangen mit der Inspektion vom ganzen Hus an, auch im Keller. Frau Grün, ich nehme Sie an die Hand. Kommen Sie, kommen. So viel geschwart, jeder den sehr ja zähe mir den Zing. Mir dort alles für uns Oper. Alles für uns Oper. Stumme im Blaumann, Helm aufgesprungen und dann fange jetzt an und spacke die Hänge. Hätt mir vielleicht ein bisschen Lärm, jeder den sehr ja zähe mir den Zing.
mein Haus. Ich fühl mich ja nicht jodisch will. Das wird dir nicht gelingen. Sind mir fraulich würdig, packe mir Geld. Sind mir richtig würdig, dann läuft wie von selbst. Bin ich ja nicht von mir überzeugt, zitter und bin ja nicht euch. Ich mach meinen Job auch nicht wie und warum. Es stimmt, ich bin nicht so gut. Fürchtet nicht des Dunkels Macht. Die Zeit ist bald gekommen, dass das eigene Schicksal euch verlacht. Dass ich hier allein bin, ist nicht neu. Hand von lauter Angst, mein Butze voll. Hand jetzt so belure, Fundament und Mure. Hand nicht was zu nehmen, das muss stimmen. Auf und zu, da hör ich, Geräusch. Ist vielleicht ein Echo, wat mich täuscht. Muss mich dazu zwingen, nur noch laut zu singen. Und Angst, dann ist es leblich. Ah! Wer sind Sie? Und wo kommen Sie so plötzlich her? Und vor allem, was machen Sie hier unten im Keller vom Opernhus? Ich? Ja, ich bin hier unten zu Hause. Sie, Herr Ungen, das ist ja wohl lächerlich. Und überhaupt, was soll die Maske da in Ihrem Gesicht? Oh, verzeihen Sie mir bitte, aber es ist immer so furchtbar für mich, wenn meine Hässlichkeit auf die Schönheit selbst trifft. Wow, jetzt machen Sie mich aber verlegen. Nein, wirklich, ja, die Schönheit selbst. Es ist so, als hätte ich 50 Jahre lang nur auf diesen Augenblick gewartet, dass ich Ihnen begegnen darf. So eine Schmu hätte man wirklich noch keiner verzahlt. Ever. 50 Jahre? Da sind Sie ja so alt wie das Opernhus. Ja, noch ein bisschen älter, liebe Bärbel. Ich habe bereits für Ihren Großvater gearbeitet. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal mein Werk und meine Bleibe hier unten. Das wird Sie doch bestimmt interessieren. Na, da bin ich jetzt gespannt. Kommen Sie, das wird Sie interessieren. Auch als Architektin. Und jetzt begreife ich es. Sie sind der Anton Klingel. Bärbel, komm, ich weihe dich ein in die Geheimnisse dieses Hauses. Und bist du nicht willig? Fällt in ein. Komm du, die Schönheit selbst, und schenke mir, dem Hässlichen, doch nur eine kleine Weile. Bärbel, ich muss dich aus dem Verkehr ziehen, denn du behinderst doch die Halt! Lass direkt die Frau los! Wer wagt es? Was willst du hier in meinem Gewölbe, du junger Schnösel? Hüte dich! Ich sage dir, lass die Frau los! Oder ich jage dich durch das ganze Hus. Bärbel, was ist los? Du hältst die Ruffe? Du jagst mich? Warte nur ab. Und Bärbel, dich bekomme ich schon noch. Hennes, Herr Roth, es war so schrecklich. Er hat gesagt, dass er mich kennen hat und dass er für meinen Großvater gearbeitet hat und dass er mir alles zeigen wollte. Aber der wollte jetzt ganz anderes. Jetzt schon ganz allein mir im Keller. Uns Herz schlägt ein klein bisschen schneller. Denn wir haben mit uns auch gesehen. Irgendwo muss der Klingel jetzt singen. Wir zwei Dundelmädchen behüten. Dann kann
ein Traum, der Klingel gedrückt. Die Gefahr, die haben wir uns gerückt. Der Klingel im Kopf hätt. Egal, was er all mit sich verdreht. Er stellt fast, dass er fies werden kann. Denn der hätt eine Hau mit der Pfann. Denn er hätt es oft Verzicht. Alles war im Dunkeln, niemals gab es Licht. Das für alle Zeit ist nun vorbei. Das Gestern ist mir einerlei. Erzwingen, wenn ich jetzt dieses Glück und niemand hält mich dann zurück. Das hat mir noch keiner zugetraut. Die Bärbel wird bald meine Braut. Niemals, niemals gebe ich Ruhe. Meine große Liebe, ganz allein bist nur du. Niemals, niemals wird es geschehen. Wirst du mit nem anderen gehen. Niemals, niemals gebe ich Ruhe. Meine große Liebe, ganz allein bist nur du. Niemals, niemals wird es geschehen. Wirst du mit nem anderen gehen. Wirst du mit nem anderen gehen? Wirst du mit nem anderen gehen? Lorenz, kommen die Ratsherren nur endlich? Die müssen jeden Moment da sein. Herr Ober, lud doch uns nach. Die Herren sind gleich da. Alles Hasenfüße, Spendensammler. Das sind alles Schwartlappen, nichts bewegen. Warum du schon in der Wie fordert Herr Pech? Nix, Ihre werte Herren. Ihr wisst doch, wie impulsiv uns Frau Lück manchmal sind können. Das hätte nichts zu bedeuten. Schön, dass Sie da sind. Ja. Nehmen Sie doch Platz, meine Damen, meine Herren. Nehmen Sie doch Platz. Nehmen Sie. Ach, ich glaube, die haben sie nicht alle im Koffer. Nein, das ist kaputt. Der kleine Herr Firma, der hält sich an mir. Alle Kölsch? Moment. Also Jod, Kölsch. Also, nun zur Sache, meine Damen und Herren. Wie stehen denn jetzt eigentlich so die Dinge im Rat? Ja, nichts ist entschieden. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Und denken, in der Politik könnte man so ein Vorwerk wie auf einer Baustelle. Das ist alles Kokolores. Und auf Anderlück hing euch da ganz immer Jod klatschen. Genau. Hören Sie mal, das ist ja ganz was Neues. Als wir damals die Sporthalle für die Arena abgerissen haben, als wir das Stadthaus in Deutsch, das Kolosseum und die Messehallen neu gebaut haben, hören Sie mal,
Damals waren sie aber auch nicht so zimperlich. Hören Sie doch auf mit der Messe, Herr Graf. Wissen Sie eigentlich, dass der Oberbürgermeister Hinge, wie heißt das Dorf? Düsseldorf, uns mit Recht fürhält. Wir hätten uns da eine schöne Sanierungsfall abgeladen. Ja, genau. Und dieses Jahr sind zudem auch noch Wahlen. Eben. Genau. Und wer dort den Mut zu wie Obriest kriegt, lese Karl Hecht. Und der Stadtdirektor, der Roth, mit seiner Sanierung über Nacht, der hat ja ganz recht. Die Presse ist ganz am Singersee. Wenn die Presse hören. In nur einer Spielzeugbaus hätte er doch schon das Gröbste geschafft. Wir sind schließlich Politiker der Mitte. Die meisten Politiker sind Geld aus der Mitte. Aber nur deswegen, weil sie von Firre und Hinge keine Ahnung haben. Na denn, Prost! Prost! Ja. Die mit ihrem Köln. Nur so. Ja, dann trinken wir noch Köln. Komm mal, so Leute. Lass mal Nee. Sehr zum Wohl, meine Damen und Herren. Wohl. Nicht polemisieren, Herr Rasch. Wir können quasi ja nicht anders, als wie es das alles im Nachhinein abzusehen. Genau. Richtig, Und wer sich sofort verbrennt, der muss hingen auf der Blase sitzen. Genau, richtig. Lächerlich. Und wenn Sie all das täten, was Sie mich könnte, da könnte ich auch nicht mehr sitzen. Ja, im Hinger ist es düster. Aber meine Damen und Herren, das kann es doch nicht sein. Bis jetzt haben wir uns unter den Arm gelegt. Und jetzt blieben wir uns auf einmal in der Haare. Das kann es nicht. Meine Damen und Herren, jetzt mal zur Sache. Tatsache ist doch, einen großen Teil der Bevölkerung und auch der Presse ist für den Erhalt der Oper am alten Standort. Das stimmt doch! Das stimmt doch! Damen und Herren, entschuldigen Sie, dass ich hier so hereinplatze, aber ich habe da eine Information, die für Sie und auch für Sie wahrscheinlich doch von großem Interesse ist. Wir machen am Wochenende die Oper wieder auf. Was? Provisorisch. Sondergenehmigung für Cecilia Wolkenburg. Das sind doch nur Ihr Bangendriss schon. Genau. Ihr habt alle Tänze nur Boots am Ohr. Hören Sie, Frau Rasch. Ach, wir sind Amtsträger. Wir müssen nach allen Seiten offen sein. Politiker, die nach alle Singer offen sind, die können nicht ganz dicht. Und von wegen Cecilia Wolkenburg. Wisst ihr, was die spielen? Nee. Das ist eine Verhöhnung, das ist ein Persiflage. Die spielen das Phantom der Oper. Ich kann noch 2 Freikarten kriegen. Aber meine Damen und Herren, schauen Sie einmal. Unsere integren Politiker sind doch nur ausschließlich ganz allein der Stimme ihres Gewissens verantwortlich und nicht Ihnen. Es ist nicht zu glauben. Jahrelang war die Stimme des Gewissens im Stimmbruch. Ist es denn möglich? Nee, genau. Und jetzt? Herr Rasch, das ist doch... Und jetzt, wo ich die Foto auf Grund ich sehe, da fängt ihr Stimme wieder an zu flöten. Meine Damen und Herren, bitte Ruhe. Jetzt ist es aber gut, Frau Rasch. Sie haben doch nur deswegen eine Jod gewesen, weil Sie es nie benutzt. Das ist eine Unverschämtheit. Meine Damen und Herren, Sie sollten sich schon sehr genau überlegen, ob Sie mit denen klüngeln oder mit uns. Spenden bekommen Sie jedenfalls von denen keine. Noch eins, meine Damen und Herren, sollte Ihr Phantom am Wochenende wieder auf Sabotage aus sein. Ich habe überall Wachen aufstellen lassen. Meine Verehrung. Prost! Meine Herrschaften, nur wegen unserer guten Zusammenarbeit in der Vergangenheit rate ich Ihnen, die Fakten muss man anerkennen. Ja, aber passen Sie auf, was Sie da tun, meine Herren. Wer all Brücke hinge sich afrißt, der muss doch gut schwimmen können. Genau. Ja, und wenn Sie uns nicht helfen, wir können uns doch selber helfen. Ja, dann wird der Patron schon dafür sorgen, dass die Enkelin vom Ropan... Ein lukrativer Auftrag in Neapel kriegt. Und Träger freisen muss. Was soll dann der Bohai
es möcht uns doch gelingen, dass jeder ist dabei, so wie ein Hund zum Ei. Unsere Plan ist doch nicht schlecht, das ist doch voll Gott. Für alle Ziegel, wo wir uns hören, dass wir auf Hück uns halten, schwimmen doch doch hier nicht hätten wir gern uns an dem Opa, jetzt werden wir dann ab und zu Warum tut ihr ob einmal euch genieren? Warum wollt ihr ob einmal Kopf und Arsch verlieren? Denn mit uns war ihr tüchtig Gewinn. Wir haben doch den Finger schon rein. Klüngelei, denkt man so nebenbei. Klüngelei, die ist so kennt man nicht dabei. Klüngelei, fällt so auf dann wie der große Schrei. Klüngelei, auch damit hat man sich selbst dabei. Egal ist uns, dass ihr wollt mega schmieren. Egal, wir dürfen nicht den nächsten Ball verlieren. Denn sind wir einmal Opposition, dann pflegen wir uns der Fraktion. Klüngelei, denkt man so nebenbei. Klüngelei, so kennen wir wirklich dabei. Klüngelei, fällt so auf dann jedes große Schrei. Klüngelei, Hauptsache ist hat wir sind selbst dabei. Nichts gegen ohne Klüngelei, Hauptsache ist hat wir sind selbst dabei. Gut, Mädels, lasst uns anfangen mit unserem Warm-up für die Abendvorstellung at Phantom of the Opera. Ja, hopp, hopp, Hände auf die Stange. Und demi-plié, grand plié, port de bras en avant, port de bras en arrière et en croix. Maestro, Musik. Stopp. Maja Plisetskaya und Topsy Müller. Wie schön, dass ihr auch kommen könnt. Entschuldigung. Ja, ist gut, mach dich ein bisschen warm. Ja, in die Position. Maestro, Musik. Stopp! Da flott in die Positionen führt Port de Bras, ehe sie da besoffen ist. Ja, wir haben nicht den ganzen Abend Zeit. Ich bin fertig. Maestro, Musik. Stopp! Maestro,
Spielen Sie sich nicht wund. Ich möchte nur ein bisschen Musik für meine Probe. Und was haben wir schon wieder? Man unterfüllt sie. Na gut, in die Positionen für die Wiederholung. Hopp, hopp. Maestro, Musik. Stopp, stopp! Oh. Bärbel, sieh mich bitte an. Wer liebt denn dieses entstellte Gesicht? Ja, wer hat denn jemals diesen Mann geliebt? Du, ja, du könntest es. So versteh mich doch. Da ist ja der Saboteur! Oh. Hennes, hier ob dem Dach vom Opernhaus. Dann sind wir das Phantom aber hoffentlich quitt. Oh, da können wir uns noch nicht sicher sein. Der kennt sich überall aus. Ich schlöf los sind wir den noch nicht. Aber da haben wir ja jetzt vielleicht ein bisschen Zick und da würde ich gerne was denn? Wenn ich gerne fragen, was du denn sagen würdest, wenn ich dich fragen würde. Hennes, du kannst mir doch alles erzählen. Ach, Bärbel, was ich sagen will. Ich bin ganz durcheinander. Das Lied allein an dir. Wie ich dich da gesehen han. Da hätt mir Herz geklopft. Und ich weiß, ich han dich gern. Ach, Bärbelchen, wenn wir hier fertig sind, dächst du mir dann zum Traualtar folgen? Hennesje, du weißt doch, eine starke Frau folgt ihrem Mann immer, wohin sie will.
Witze, der Volk von Witze. Und hat lang, so lange geliebt, der Welt und Gott verwandt, der Welt der Welt. War das dann wirklich so? Was soll dran glauben? Denn Jesus ist jetzt so weit, der Weg ist weit, der Weg ist weit. Und so und so und so und so. Ja, genau. Ach, Herr Ruppan, was machen Sie denn da? Ich plane eine neue Oper. Etwa für Köln? Ach was, die Pläne dagegen, die hier sind für Düsseldorf. Die Oper in Köln habe ich doch selbst erst vor 100 Jahren gebaut. Und dann ist sie noch vor 50 Jahren vollständig
saniert worden. Ah, ich erinnere mich nur zu gut. Das hat mir immerhin 20 Jahre Fegefeuer eingebracht. Doch die sind Gott sei Dank seit heute vorbei. Na dann, herzlich willkommen im Himmel. Sind Sie auch aus Köln? Ja, aber natürlich. Schön, dann schauen wir doch mal hinab. Ja. Ach, immer wieder schön. Und was können Sie sehen? Ja, den Rhein und da den Dom und unter uns das Opernhaus. Und vor dem Opernhaus der Offenbachplatz. Sagen Sie mal, das ist ein richtig schöner großer Platz geworden. Stimmt. Ohne Nord-Süd-Fahrt. Ja. Aber da steht doch noch ein Schild. Ja, zeigen Sie doch mal her. Ja und? Sagen Sie mal, was steht denn da drauf? Offenbach. Dumont Plaza. Oh, Herr Ruppan, gucken Sie mal, wer da unten steht. Ist das nicht unser Willi? Ja. Willi. Hallo, Willi. Hallo, Jungens. Sag, Willi, hängst du auch immer noch so an Köln? Ich? Ha, und wie? Ich bin ein Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin ein Kölsche Jung und ungen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Jeder darf ins Denken, jetzt mit dem Kopf, dann mit der Mul. Ihr sollt sich nie beschränken, wenn ihr denkt, es fuhr. Blieb die Streue die ganze Löwe, nur dat mir du stolz. Nichts anderes kann es geben, wir sind aus Kölschem Holz. Worauf uns spielt, einfach erfungen, wie wir gespielt, jede